Haut Donnerstag von der 2. Oktavwoche begrüße ich euch ganz herzlich aus der Kathedrale Notre Dame von Lützeburg. Am Kader von der Oktav, die das Jahr unter dem Thema Schönheit vom Glauben steht, überdrohe mir von heute Pontifikalandacht. Sie wird präsidiert vom Erzbischof von Lützeburg, dem Kardinal Jean-Claude Hollerich. Als Anfang sagen wir Litanie de Notre Dame vom Dom Georges Chopinet bei der Aussetzung Gottheit tief verborgen, Magnificat 546, der Regina Coeli Magnificat 574, beim sakramentale Segen den Tantum Ergo ob Melodie von Jesu Herz, und als Schlusslied als Jesus dein Sohn, Magnificat 889. Den Domorganist, den Herr Paul Breich, spielt als Sorti Toccata an Do Majeur vom Johann Sebastian Bach, Bach-Werkeverzeichnis 564. Kantore sind die Herren Marc Dostat und Luc Niles. Thema von der Predigt vom Oktav Predischer, dem Pater Theo Klein aus Haut. Das Herz spricht zum Herzen. Sainte Marie souveraine, étoile de la mer, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Parfaite pauvreté de cœur, priez pour nous. Vous à qui Jésus ressemblait, priez pour nous. Mère de la divine gracieusité, priez pour nous. Mère au cœur éclatant d'infinie bonté, priez pour nous. Vous qui ne respiriez que Dieu, priez pour nous. Jardin clos où Dieu prit ses délices, priez pour nous. Enfantine transparence, priez pour nous. Mère souriante, priez pour nous. Mère éblouissante, priez pour nous. Notre-Dame de bon conseil, priez pour nous. Mère à qui s'est soumis le Verbe créateur, priez pour nous. Vous qui avez éduqué le Christ Sauveur,
précautionneuse des cœurs. Priez pour nous. Vous devant qui l'univers s'incline, Priez pour nous. Vierge digne de toutes les louanges, Priez pour nous. toute puissance suppliante, Priez pour nous. Mère de miséricorde, Priez pour nous. vous qui ne délaissez jamais, Priez pour nous. miroir de la splendeur de Dieu. Priez pour nous. Trône de la sagesse, Priez pour nous. berceau de notre liesse, Priez pour nous. chef-d'œuvre de l'esprit. Priez pour nous. Parfaite réussite de beauté, Priez pour nous. merveille de donation, Priez pour nous. rose du paradis sans épines, Priez pour nous. notre invisible rempart, Priez pour nous. palais d'ivoire éblouissant, Priez pour nous. demeure étincelante de l'amour. Priez pour nous. Arche de la nouvelle alliance, Priez pour nous. porte du ciel, fenêtre du paradis, échelle blanche, Priez pour nous. étoile matinière, Priez pour nous. sauvetage des épuisés, Priez pour nous. refuge des pécheurs, Priez pour nous. consolatrice des malheureux qui pleurent, Priez pour nous. auxiliatrice compatissante, Priez pour nous. vous qui êtes plus élevés que les cœurs des anges, Priez pour nous. fleur des ancêtres d'Israël, Priez pour nous. espoir réalisé des prophètes,
maîtresse des porteurs d'évangile, reine des martyrs. Priez pour nous. Modèle des humbles croyants cachés. Priez pour nous. Bergère des pauvresses de Dieu. Priez pour nous. Vous qui menez la ronde des élus. Priez pour nous. Aurore blanche sur le péché du monde. Priez pour nous. Reine tout pendant portée au ciel. Priez pour nous. Reine aux guirlandes de roses. Priez pour nous. Reine de la joyeuse paix. Priez pour nous. Prions. Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, tu as voulu que Marie, la mère de ton Fils unique, soit aussi notre mère. Dans ta bonté, accorde-nous, puisqu'elle nous garde et nous protège, le réconfort de sa consolation. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, baten die Juden Pilatus, man möge den Gekreuzigten die Beine zerschlagen und ihre Leichen dann abnehmen. Denn dieser Sabbat war ein großer Feiertag. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte. Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir.
Lieben Herr Erzbischof, lieben Herr Weihbischof, lieb geistlich Matbrider, lieb Pilger alle Guten, hier in der Kathedrale, an die der Madaisi wird Medien verbunden sind, dann noch ganz besonders die Ehler, die krank sind, herzlich willkommen. Am Chor von der Kapelle von einem Kloster zu Clairefontaine, da befindet sich ein großes Fresk von dem lützeburgischen Maler Nico Brücher, dem es meisterhaft gelungen ist, die Kreuzung von Jesus ganz beeindruckend durchzustellen. Und das Bild invitiert uns, einen Blick mal auf den zu werfen, den Soldaten mit der Lanze durchspurt tun. Jesus gibt sein Leben für uns hin. Hier schenkt euch sein Geist, an den Soldat sticht mit der Lanze an die Seite von Jesus, wo Blut und Wasser austreten, Zeichen von der unendlichen Liebe von Gott zu uns Menschen. Das Bild steht am Mittelpunkt von der Kongregation auch von Narzisu-Priester, die von Pater Jean-Léon de Haan gegründet wurde. An dieser Szene kommen eigentlich die zwei Aspekte zum Vorschein, die auch mir immer nächst an unserem Leben begegnen, nämlich Grausamkeit, Brutalität von den Menschen. Wie kann der Mensch dem anderen alles dat undien? Wie kann der Mensch so böse sein? Ich meine, die Frage stellen wir uns alle gut, wenn wir die Bilder vom Ukraine-Krieg nicht mehr gesehen. Aber bei allem Leid, das wir alltag begegnen, stellen wir uns dann noch unweigerlich die Frage, wo ist Gott? Jo, gerade dann, wenn wir Boden zerstört sind, da könnt die Frage an uns immer nicht heich. Und daher ist wichtig, dass wir bei der Szene, wo Jesus Kreuz umbricht, den zweiten Aspekt in keinen Umständen vergessen dürfen, nämlich Geheimnis von der herzlichen Barmherzigkeit Gott für uns Menschen. Aus dem durchspurten Herz von Jesus ströme Blut und Wasser raus und daraus entsprangen Sakramente von der Kirche. Entdecken wir das Herz von Gott, das mitten an der grausamen Welt, mitten an der Brutalität von den Menschen präsent ist. Aber Gott will das auch immer nicht mit seinem Herz berühren und aussprechen. Hier will sein Herz immer nicht uns schenken und dass man an unserem eigenen Herz auch berührt gehen. Kreuz erweist sich Gott nicht als grausam, wie haut oft sogar verschiedene Leute behaupten. Das vielmehr Grausamkeit von den Menschen, aber auch gleichzeitig den Ausdruck von der Versöhnung und von der Barmherzigkeit von Gott kommt Kreuz zum Ausdruck. Für uns Christen ist das Botschaft par excellence, die Botschaft, die uns sozusagen am Herz trifft, die Botschaft, die wacht auch immer nicht darüber, dass sie mir auch mit unserem Herz antworten. Eng Botschaft, die vom Herz von Gott kommt, wart ob die Antwort, dass mir mit Herz antworten. Von Herz zu Herz, so wie der Weltspruch vom Kardinal John Henry Newman war, cor et cor locitur. An nirgendwo, wie an der Eucharistie, findet eigentlich der Weltspruch vom Kardinal Newman sing wirklich tief. Die Eucharistie schenkt uns Sympathie mit Christus, der Gleichklang von unserem Herz, mit Herz von Jesus. Die Herztein von der Barmherzigkeit von Jesus sind wirklich spürbar an der eucharistischen Feier. Heute Morgen war Mass an der Krypta
für die herzkrank Leid, für die Herz operiert goufen, mam ABG Diederich, den 29 Jahre lang Moni am CHL war, a wie ich auch an der Masse war, du sind immer verschiedene Gedanken durch den Kopf gegangen. Ja, die herzkrank, durch was gehen sie krank? Durch die Last vom Leben. Ja, wenn man eng Last zu drohen hun, das wirkt sich ob das Leben aus. Das wirkt sich auch ob das Herz aus, an der gimmer krank. Gott will, nur einem Zitat aus dem Psalm 119, mein Herz weit machen. Gott will nicht, dass wir krank sollen gehen, dass wir ein eng Herz sollen kriegen. Ein weit Herz, das geprägt von Frieden, von Ruhe und von Geduld. Also ein weit Herz, ein großes Herz, soll auch immer nicht als Handlungen leiden. An mir alle Guten, hu Sehnsucht nur engem Herz, der Trost an Zuversicht spendet. Am 13. Jahrhundert tut den Heiligen Thomas von Aquin, nu hören wir nach Gottheit tief verborgen, das auch vom Thomas von Aquin. An Thomas von Aquin hat dann ein Sänger Somme Theologik von 7 Formen von Trost geschwärzt, für das auch eist Herz kann gestärkt kann gehen, das heißt Liebe kann gelingen. Erlaubt mir euch die 7 Punkte abzuzählen. Der nächste Punkt ist mal Lust Leben. Ja, Lust mich Leben liebe ich. Vielleicht den einen oder den anderen seht, ja, die Kirche ist ja immer lustfeindlich. Was du so zu sagen. Effektiv, es gibt eine Lust, die als Leben anengt, die als Leben versklavt, wo man nicht frei geht, wo man nicht froh geht. Ich denke all um die verschiedenen Süchten. Drogensucht, Alkoholsucht, Internet-Pornosucht, Spielsucht etc. Das verursacht eine Lust, aber nicht der Mensch versklavt. Der Mensch geht nicht frei. Und das führt nicht zum Leben. Das sind also die Negativbeispiele, wo wir sollen aufpassen. Und da gibt es auch Beispiele, wie Thomas von Aquino sieht, Lust mich liebe ich. Ich denke darüber, wie ich Moni auf der Palliativstation beim Dr. Bernhard Thiel geschafft habe, du als gut benevolen regelmäßig die Patienten Eisekuchen gebacken. Für was? Weil Patienten Lust hatten auf Eisekuchen. Und die Lust ist wichtig, weil wenn ich Lust habe auf etwas Gutes, dann kriege ich auch ein Gespür für das Leben. Also gut, den Heiligen Benedikt als eine Regel fragt, wer hat Lust am Leben? Und dann antwortet mit einem Psalm-Zitat, für den Weg zu finden zu einem erfüllten Leben. Zitiert Psalm 34, willst du wahres und unvergängliches Leben, bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor falscher Rede. Meide das Böse, tue das Gute, suche Frieden und jage ihm nach. Ja, Lust ob Leben wird nimmen den wirklich empfangen, den dat Beist meid an dat Gut möcht. Am Guten bestärken. Und dann der zweite Punkt, sieht Thomas von Aquin, Tränen verwandeln als Trauer. Wir leben an einer Zeit momentan, wo ganz viel gekrascht wird. Und Nomonier von der Armee, der Nico Wenner, hat ein Predigt gehalten über Tränen. Dass die Zeit, wo am meisten eigentlich gekrascht wird, durch den Ukraine-Krieg. Und wir sollen noch Tränen zulassen. Kreischen kann Traurigkeit lesen.
an am Kreichen blick man auch durch. Und da gesehen wir auch mehr op de Fond von den Sachen. Und wir beginnen als ege Realität. Du vergenieren wir uns nicht, los wir auch mal Tränen zu. Und den dritten Punkt, den der Thomas von Aquin als rät, für Trost zu finden, für als Herz zu stärken, das ist Matlet von der Frön. Ja, Matlet von der Frön erliegt, dass es lascht. Wie wichtig ist es an dieser Zeit, dass wir gut Frön haben, wo wir die Lascht sozusagen können auflehen. Ja, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und dann der vierte Punkt sieht den Wohricht, der Blick auf Wohricht mich frei. Denn Thomas sieht, die größte Lust besteht in der Schau der Wahrheit. Ja, wenn wir ausgerichtet sind auf Wohricht, aber wenn wir selber wohr sind, wenn wir authentisch sind, das, was wir denken, das, was wir sagen, dass das lieber nicht stimmt, das wirkt sich auch bei unseren Körper an uns, auf als Emotionen. Und die geistige Erkenntnis beeinflusst auch immer nicht meine Stimmung und auch mein Körper. Und dann der fünfte Punkt, da seht ihr Schlafen. Das ist wichtig, dass wir gute Schlafen. Schlafen erfrischt Körper und Geist. Schon Heiligen Augustinus seht das in Bekenntnisse. Ich schlief ein und bin aufgewacht und ich fand meinen Schmerz gar sehr gemildert. Mir so ja ganz oft schlafen wir lang Nacht drüber. An eine gute Schlaf was Trost mitten an die Probleme, die uns belasten. Der Schlaf was auch Ausdruck vom Vertrauen, das Gott für uns sucht. An die sechste Form von Trost, da schwätze von den Bädern. Wellness, wir gingen Haut Wellness so. Wellness ist nicht nur etwas, was Haut ganz bekannt an Innas, aber das war damals schon am Mittelalter, beim Thomas von Aquin. Und Thomas sieht, ein Bad reinigt. Wenn ich mich geburt tun, wenn ich mich geduscht tun, wenn ich Grundpflege, wenn ich stehe auch immer nicht pflege, dann habe ich Energie. Ich spüre mich auch nicht frisch, aber ich liebe ich. Und dann der siebente Punkt, Gebet. Gebet vereint das Herz mit Gott vertrauen. Der Thomas von Aquin gesagt auch immer nicht, Gebet unter dem Aspekt von der Hoffnung, von der Vision. Der Mensch braucht immer nicht ein Dir, die ob es für Zukunft. Und Gottes Erfahrung, also immer nicht ein Trosterfahrung. Am Schluss von diesen 7 Formen von Trost, vielleicht will ich aber nach eng Form auch nicht wiederholen. Ich habe zwar schon einmal gesagt, dass so wie an der Medizin braucht nicht zu fährten, gibt keine Überdosis. Und tut auch keine Nebenwirkung, das ist mir ganz wichtig, wie das als Immunsystem auch immer nicht gestärkt wird. Und auch als Herz. Als Herz, als Immunsystem wird gestärkt durch den Humor. Humor als eine Kraft, die als Liebe wirklich verändern kann. Und Humor als auch immer nicht aussöhnen mit der Wirklichkeit. Wen Humor hat, der muss Energie nicht darüber verwenden, vergeuden, seine Fassade abzubauen, für das sie alle Guten immer seine Scheiseite gesehen. Den humorvolle Mensch sehnt sich mit allem aus, versöhnt sich mit allem aus, was an ihm ist. Hier kann über sich selber lachen. Den Humor weiß, dass die kleinen Fehler, das Groß von der göttlichen Ordnung und Barmherzigkeit niemals steuern können. Humor wies aus der Grundlage vom Glauben, dass Gott als bedingungslos unhält. Ja, der Glauben ist schön. Maria, du bist so gut, groß und ein Mammenherz. Amen.
am Kreuz erhüllte sich der Gottheit Glanz. Hier ist auferborgen deine Menschheit ganz. Beides sieht mein Glaube in dem Brote hier, wie der Schächer ruf ich, Herr, um Gnad zu dir. Jesus ist verborgen, jetzt mein Auge sieht, stille mein Verlangen, das mich heiß durchglüht. Lass die Schleier fallen, einst in deinem Licht, dass ich selig schaue, Herr, dein Angesicht. Gute Gott, eist Leben als an Dinge guten Herrn. Am Gebiet will mir lo als Herz opmachen, für Dinge lebt an Dinge Unterstützung. Bevor sein Herz endgültig aufhörte zu schlagen, gab Jesus dem Jünger, den er liebte, und somit uns allen, Maria zur Mutter. Wir beten für alle Menschen, die sich in diesem Moment vom Leben und damit auch von ihren Liebsten verabschieden müssen. Wir denken besonders auch an diejenigen, die eines gewaltsamen Todes sterben müssen. Guter Gott, schenke ihnen die Hoffnung auf ein Leben bei dir. Gute Gott, lauscht ob eist gebiert. Gute Gott, lauscht ob eist gebiert. Den Tod von engem Kant zerrabt engem Herz. Mat Maria bierde mir für all Frauen, die em verstorven Kant trauern. Dacks leidendes Frauen auch noch in dat Schuldgefühler, weil sie fährten nicht alles für hiet Kant gemacht zu hun. Gute Gott, schenk ihnen eurem Vertrauen an sich selber, allos sie Ding trächten Gegenwart spieren. Gute Gott, lauscht ob eist gebiert. Gute Gott, lauscht ob eist gebiert. Sur la croix, Jésus dit, j'ai soif. Nous prions pour tous ceux qui ont soif de justice et de rédemption. Dieu très bon, fait que nous ne cessions jamais de rendre un peu meilleur le monde qui nous entoure par notre amour et notre engagement de tout cœur. Gute Gott, lauscht ob eist gebiert. Wenn nur das Herz zum Herzen spricht, dann wollen wir gemeinsam beten. Guter Gott, mach die Tür zu unserem Herz weit auf. Beflügele unseren Mut und mach uns stark im Glauben und im Vertrauen, damit wir einfühlsam und tatkräftig unseren Mitmenschen begegnen können. Gute Gott, lauscht ob eist gebiert. Gute Gott, eist Leben als an Dinge guten Herrn. An diesem Vertrauen komme ich auch bei Trägstrin am Lied, mit all dem, was Schiedverreh von uns nach am Herz dreht. Schenk uns gut Gedanken, allos uns von dem guten Geist begleitet, zu würdigen Zeichen von deiner unendlicher Lebt gehen.
Darum biete mir durch Christus, also Bruder an unseren Herr. Regina Celi, letare, alleluia, quia quemero esti portare, alleluia, resurrexit sequo dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudi et letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus Vere, alleluia. Lasset uns beten. Gott, du hast durch die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, die Welt erfreuen wollen. Wir bitten dich, lass uns durch seine Mutter, die Jungfrau Maria, die Freuden des ewigen Lebens erlangen. Durch Christus, unseren Herrn. Oremus, Deus que nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam redequeste,
Treboeque somos, ita nos corporis et sanguinis tui, sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum, in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Als Jesus, dein Sohn, am Kreuze hing, da standest du unter der Schmerzen, und als seine Seite die Lanzen fing, du standest durchbohret im Herzen.
Wir haben pontifikal Andacht überdrohen aus der Kathedral von Lützeburg. Die können Sie nach einer lauschen um 18 Uhr und um 23 Uhr um Dock. Ich invitiere noch schon ganz herzlich für Sonntag auf die Schlusspression mittags um 3 Uhr hier in der Stadt. Seid all herzlich willkommen. Des Weiteren meine ich ja ein Don, der Schäfer gibt den Don machen für die Restauration von der Urgel hier in der Kathedral. Kontusnummer von der op katol.lu. An lo gehen wir den Mikro zurück an das Studio.